Die Schmine ist eingeführt, die Stube ist warm, wir sind parat für die Landfrauen. Heute kommt es aus, wer wird Siegerin 2020? 7-mal haben die 7 Landfrauen aus der ganzen Schweiz füreinander gekocht und sie ihre eigene strenge Jury gewesen. Wer hat am allerbesten gekocht? Wer ist die Gewinnerin? Das ist SRF bei den Leuten. Landfrauenküche. Herzlich willkommen, sehr verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, zum grossen Finale hier aus dem Zürcher Oberland, aus Saarland. Ja, auch wenn sich die 7 Landfrauen schon längstens in uns in alle Herzen hineingekocht haben, gibt es eine am Schluss, die die Siegerin ist, die Landfrau 2020. Und das finden wir heute zusammen heraus. Fehlen nur noch die Landfrauen. Und die kommen standesgemäß mit unserem Postauto. Herzlich willkommen bei uns. Dann mit Marianne aus dem Kanton Appenzell-Ausserrhoden. Anita aus Luzern. Hallo, schön bist du bei uns. Evelyn aus dem Kanton Aargau. Hoi. Vreni aus dem Kanton St. Gallen. Und Maja Wehr, Kanton Zürich. Ilona aus dem Wallis, ebenfalls bei uns. Und die letzte gekocht hat, Barbara aus Bern. Jetzt gehen wir rein in die warme Stube. Übrigens, für euch gibt es auch noch etwas zu gewinnen. Etwas, das ihr sicher gut und gerne brauchen könnt. Da ist unser Zuschauerwettbewerb. Macht mit beim Wettbewerb der Landfrauenküche und gewinnt Preise im Gesamtwert von 10'000 Franken. Läutet jetzt an auf 0901 544 911. Frei Franken 20 oder gratis mit dem Handy im Internet. Unter allen, die mitmachen, verlosen wir 10 Migros-Geschenkkarten im Wert von je 1000 Franken. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr am Ende der Sendung. Alle Infos und Gewinner findet ihr auf unserer Webseite. Viel Glück! Am Akkordeon, der Severin Sutter am Cello und der Kopf unserer Trio-Hütte-Band, der Dani Häusler. Merci vielmals. Sie sorgen heute für die gute Stimmung und Sie hier für die grosse Spannung. Unsere 7 Landfrauen. Schön, seid ihr da. Herzlich willkommen in unserer warmen Stube. Marianne, wie geht's dir so? Gut, tipptopp. Nicht nervös? Nein, ich weiß nicht wieso. Maja, auch bei dir? Ja, nein, bis jetzt geht es noch ganz ordentlich. Du hast eine ganz schöne Tracht an. Erzähl mal, was ist das für eine? Das ist der Festtagstracht, ja, genau. Und für so einen festlichen Anlass wie heute Abend habe ich gedacht, da muss ich schon Festtagstracht an. Und es ist halt speziell, weil sie von unserer Gegend ist. Darum finde ich, darf man die gerne zeigen. Es ist ja natürlich das Highlight, aber gleichzeitig auch der Abschluss von eurer gemeinsamen Zeit. Macht es ein bisschen wehmütig? Es macht sehr wehmütig, dass wir jetzt uns hier offiziell das letzte Mal sehen. Genau. Ilona, wie war es für dich? Du bist die Jüngste hier in der Runde. Wie hast du eure Landfrauengruppe so erlebt? Mega gut. Das sind alles wunderbare Frauen. Es ist ein Glück, dass wir uns alle kennenlernen dürfen. Ja. Und die sehen hier wunderbar aus. Schaut mal, wie die harmonieren. Unsere 7 Landfrauen. Wow! Wäre ja auch schade, wenn ihr jetzt eure wunderschönen Trachten und Kleider dreckig machen. Darum haben wir entschieden, dass ihr heute die Kochtöpfe im Schrank lassen könnt und stattdessen zum Kugelschreiber und zum Formular greifen. Das liegt alles schon bei euch parat. Und zwar ist uns aufgefallen, als wir eure Sendung gesehen haben, dass ihr wahnsinnig viel Herzblut in die Tischdekorationen gesteckt habt. Natürlich auch ins Essen, aber auch die Tische sind wunderbar dahergekommen. Es waren richtige kleine Kunstwerke. Eine ist kreativer als die andere. Und darum dürft ihr heute Abend eure persönliche Dekorationskönigin wählen. Hier. Nicht ganz jugendfrei war die Deko bei der Marianne. Schnelle Stierung. Die habe ich gerade zuerst gesehen. Anita hat das Thema Edelweisse in allen Variationen umgesetzt. Mit sauber gesagtem Holzherz hat Evelyn ihren Blumenschmuck ergänzt. Motorsage, oder? Ja, du musst also gerade ein bisschen fein arbeiten. Das ist schön. Wow, mega schön. Super Idee. Das Vreni hat spezielle Holzuntersetzer machen.
Ein Farbenmeer aus Früchten und Blumen hat die Maja kreiert. Oh wow, mega schön. Die Lona ist sprichwörtlich gerade mit der Tür in die Stube gefallen. Grüne Girlanden und weisse Platzdauer haben den Tisch bei der Barbara geschmückt. Ihr entscheidet jetzt, wer eure persönliche Dekorationskönigin ist. Und ich sage euch noch rasch, was der Dekorationskönigin auch noch für einen Preis winkt. Und zwar ein Gutschein für auf die Schildhorn. Unsere Dekorationskönigin kann mit Kind und Kegel mit der Luftseilbahn rauf und dort ins 360-Grad-Restaurant ausgiebig brunchen und das für einen schon richtig geniessen. So, jetzt hoffe ich, ihr habt den Namen aufgeschrieben. Sich selber zählt nicht. He? Anita, merci. Die haben sich schnell entschieden. Gut. Nimmt mich an Wunder, wer das da unsere Dekorationskönigin wird. Ihr habt daheim natürlich viel die grösseren Milchkessel. Du musst gar nicht so lachen. Ich weiss es schon. Wir haben es ja gesehen, die wunderschönen Bauernhöfe, die grossen, traditionsreichen Bauernhöfe, die wir gesehen haben im Rahmen dieser 14. Staffel. Wir schauen noch mal zurück und tauchen noch einmal so richtig ein, und zwar häppchenweise. Und als erstes machen wir einen Abstecher bei der Barbara und nachher gehen wir zu der Evelyn im Kanton Aargau. Wir schauen zurück. Rumendingen im Emmental. Über 30 Mutterkühe und etwa 100 Aufzuchtgusti leben auf dem Hof von der Barbara und dem Berno Matter. Vor 10 Jahren haben sie den Betrieb vom Schwiegervater übernommen. Die eigenen Milchprodukte will Barbara im ganzen Menü einbauen. Nilo, die ich jetzt hier bekomme, die brauche ich für den Hauptgang. Dann brauche ich Creme Fraiche, das mache ich nachher in der Küche. Und einen Teil von Nilo brauche ich für meinen Quark-Softies, für in die Glasse. Die Barbara möchte den Landfrauen einen traditionellen Empfang bieten. So. Ich habe auch gerne, wenn man solche Sachen weitergibt oder wenn eben schon der Schweiß von anderen, von den Vorfahren ist drin war. Das finde ich etwas Schönes. Neben den 2 eigenen Kindern hat sie auch 3-mal in der Woche eine ganze Rasselbande um sich. Hey, schau jetzt, gut! Sie ist Kindergärtnerin. Ein Kinderspiel ist auch der panierte Milchziger, den sie zur Vorspeise macht. Dazu Äpfelchutney und ein Salat. Da kommen wir zur Vorspeise. Panierte Milchziger. Den panierten Ziger hat sie in der Fritteuse gemacht, weil er rundum so schön knusprig war. Rumendinger Chemiebraten, Säuferli auf dem Grill gegart, gibt es zur Hauptspeise. Dazu Ofengemüse, Herdöpfelschnitz und hausgemachten Schnittlauch-Sauerrahm. Ich habe das Gefühl, der Braten kommt nicht so gut an. Vielleicht habe ich ihn gleich zu wenig lang drauf gehabt. Ich habe gesehen, mit dem Hauptgang punkte ich nicht. Nein. Und mit dem Ehemann. Zum Dessert tischt Barbara einen Zwetschgentraum mit Zimtquark-Softies auf. Immer nur Herd, aber auch nicht, dass es schon viel Nein. Merci. Merci auch. Mein Mann. Auch im Aargau. Evelyn Villiger serviert ganz sicher kein Fleisch beim grossen Essen. Sie ist die allererste Vegetarierin, die bei der Landfrauenküche mitmacht. Ich könnte ja Fleisch kochen, aber sie gehen schon davon aus, dass es bei mir kein Fleisch auf dem Teller gibt. Seit über 8 Jahren schmeisst die gelehrte Gärtnerin den Hof ganz allein. Ihr Mann arbeitet auswärts bei der Post. Sie macht eigentlich alles. Es gibt, wenn ich irgendwie nicht mehr weiter weiss, dann kann ich ihr pfeifen. Sie findet eigentlich immer eine Lösung. Zwar ein bisschen peinlich, wenn man da muss sagen, aber ja, da kann man auch stolz sein, wenn man so eine Frau hat. Er war es so, was er bei der Landfrauenküche angemeldet hat. Als Vorspeise serviert er Kürbis-Carpaccio mit Walnussbrötchen. Der Teller. Dreierlei vegetarische Ravioli mit 3 verschiedenen Soßen. Das ist der Hauptgang. Ich habe heute das Fleisch nicht vermisst, weil für mich kann genauso gut kein Fleisch rum sein. Schocki-Küchli fürs Dessert machen der Evelyn aber ziemlich Hummer. Langsam, schön langsam. Oh, die sind aber sehr weich im Fall. Nicht gut. Die sind jetzt flüssig. Nein, das ist wirklich Teig, weißt du? Oh, der Rahm läuft voll, guck mal. Vielleicht reisst ja das Himbeer-Knuspertöpfchen noch alles raus. Ein guter Tag. Danke. Merci.
Wie ist Ihnen so weich? Ist Ihnen alles ganz durch? Nein, bei uns gleich. Nein, das muss so sein. So, ja. Ich weiss es nicht. Also ich kann auch keinen Deckel oder so nehmen. Aber ist sehr fein. Hey. Ja, Evelyn, da ist dir am Schluss, glaube ich, recht ein Stein, fast ein Brocken schon vom Herzen gefallen, was durch war, oder nicht? Ja, selbst schon. Und gleichzeitig halt, wenn nicht alles ganz gelingt. Ja, aber es ist eine Momentaufnahme. Du bist jetzt die erste Vegetarierin in der Geschichte der Landfrauenküche. Hast du das Gefühl, du hattest besonderen Druck gehabt? Nein, Druck nicht. Also irgendwie bewusst wurde, dass es irgendwie so speziell ist es mir erst irgendwie, wo es so losgegangen ist. Und so fest das Thema war, weil für mich ist es einfach wirklich kein Thema im Alltag. Es ist schon viel zu lang so, wie es ist. Was hast du für Reaktionen auf die Sendung? Praktisch nur positive, wirklich. Ja. Ja, die Reaktionen nehmen mich natürlich auch bei dir Wunder, Barbara. Wir waren ja mit unseren Kameraleuten sogar bei dir im Kindergarten. Wie haben die kleinen Knöpfe reagiert? Also am Anfang haben sie schon gesagt, «Schau, dort ist die Kamera.» Aber dann auf einmal haben sie es vergessen. Dann war die Kamera im Hintergrund. Und jetzt hocken sie wahrscheinlich alle daheim und drücken ganz fest den Daumen ihrer Kindergärtnerin, der Frau Matter. Ja, genau. Sag mal schnell, redest du aber mit dem Essen? Das habe ich dich nicht verstanden. Redest du aber mit dem Essen? Ich weiss, es ist eine komische Frage, aber weisst, es hat da eine Runde. Die Ilona, die redet darum aber mit ihrem Essen. Die hat ihrem Sauerteig sogar subtil gedroht, Ilona, dass er dann ja aufgeht. Sag mal, Ilona, ist das so dein Geheimrezept? Nicht unbedingt. Also ich rede schon ein bisschen mit allem, was mich umgeht. Ich glaube, wir machen es alle ein bisschen unbewusst. Also ich hoffe, ich bin nicht die Einzige, wenigstens. Gut, ich würde sagen, solange der Sauerteig nicht antwortet, machen wir uns da keine Sorgen. Genau, ja, ich glaube so. Wir blenden zurück und wir starten im Wallis bei der Ilona. Mitten in den Walliser Aprikosenhainen ist die Winzerin Ilona Tetta mit ihrer Tochter Emma daheim. Eseli, Hühner und Schafe zählen zu ihrer Tierschar. Und alles umsorgen sie mit ihrem ganz speziellen Esprit, sogar der Sauerteig. Die Sachen sind so wie kleine Lebewesen, man muss ein bisschen mit ihnen reden. Ein bisschen sagen, ja, kommt schon gut. Sich darum kümmern. Scheibe Brot, du musst gewinnen, gell? Punkte will die Walliserin mit den Produkten von ihrem Hof. Die Aprikosen von den eigenen Bäumen und auch ein eigenes Schaf hat sie schlachten für das Landfrauenessen. Ich finde auch, wenn man Fleisch essen kann, dann muss man das auch aushalten. Sie wurstelt sich allein durchs Leben nach der Trennung vom Kindsvater. Dafür kann sie sich voll auf die Unterstützung von ihrer Mutter Marlies verlassen. Das beste Mami auf der Welt. Gold, Schatz, so geduldig, liebevoll. Wilde. Aber ich möchte nicht, dass sie anders wäre. Ich finde sie mega toll. Tolle junge Frau, so wie sie ist. Selber gefischte Bergforellen mit Salat. Beides vom Feuerring gibt es zur Vorspeise. Weiter geht's mit der selber gemachten Lammwürst, 3 Herdöpfelstock und Aprikosenchutney. Dazu natürlich der eigene Wein. Ich finde, die Ilona macht super feinen Wein. Das Kennen muss klar sein. Da habe ich schon mal gefunden, ich finde es mutig, dass man einfach seinen Weg geht. Und das ist Ilona. Aprikosensorbet und Safranschaum. Das ist das Dessert. Check! Das Notwil bauert Anita Estermann. Ihre Kühe sind auch den Autofahrer bestens bekannt. Wir geben die Salmi, dass es möglichst kurz ist. Ja. Die Hängebuchsäue folgen dafür nicht so gut wie die Kühe. Die Hasenhütte hat es auseinandergenommen. Daneben gibt es noch viele andere Tiere wie Ross, Geissen oder Truthähne. Und die haben sie sogar zu einer Eigenkreation inspiriert. Das sieht doch aus wie eine Kammer, oder? Die Kammensauce gibt den Landfrauen bei der Hauptspeise Rätsel auf.
Aber zuerst zur Vorspeise. Die deckte Gemüsesuppe fordert Franz beim Servieren voll raus. Oh. Oh, ist das gut? Was ist jetzt? So, Herr Stille. Tut mir leid. Mit Plätzchen. Du machst das auch nicht jeden Tag. Der Hauptgang Truttenfilet-Medaillon mit eben dieser Kammensauce. Aber sehr feine Soße. Ich könnte sagen, das sieht aus wie ein geschnetzelter Kamm. Ja, genau. Quasi der Truthahn-Kamm, der in der Soße schwimmt. Aber es waren dörrte Tomaten. Und zum Abschluss frische Himbeere, ein Maroni-Küchli und ein Baumnussparfait. Das ist super gemacht. Ja, gleichfalls. Franz auch. Ja. So schön legt sich das Vreni nicht nur für die Landfrauen an. Heute fahren wir das endlich über. Nein, wegen früher muss ich keine Sorgen haben, dass ich vom Sennengewand oder so etwas vergessen habe. Früher wird schon geschaut, dort muss ich nicht schauen. Überfahrt heisst im Toggenburg nichts anderes als Alpabzug. Ein Höhepunkt für die ganze Familie. Wenn dieser Alba ohne Zwischenfall ist gut gegangen, kann das Vreni durchschnaufen. Mir geht es gut, wenn es allen gut geht. Am grossen Tag soll es natürlich den Landfrauen super gut gehen. Blattsalat mit Eierbrötchen und Omelettengrüssli ist ihre Vorspeise. Dabei hat sie ganz vergessen, dass die Moschbröckchen in der Omelette für eine Vegetarierin gar nichts sind. Oh ja, super. Ich habe es vergessen. Super. Was? Der Vegi? Der Vegi isst kein Fleisch. Ja. Als Hauptgang Hackbraten mit Knöpfli, Rüebli und Bohnen im Speckmantel. Leider hat so der Speck auf die Dauer von der Evelyn geschafft. Ich habe einen Umweg gemacht, darum ist es länger gegangen. Danke vielmals. Hast du auch mit Speck bei den Bohnen? Ja. Ach, lass jetzt halt liegen, weil ja, Speck geht für mich halt gar nicht. Und hat sie das einfach vergessen? Ich lasse es sein und das ist kein Problem. Der Rest war ja fein. Ist nicht gut. Vicky. Ach Gott, verdammt noch einmal. Hi. Also wir sind schon aufgejagt. Man hat aber auch keinen Veggie am Tisch, wenn man 364 Tage nicht einen Tisch hat. Dann macht man so Scheiß. Der süße Abschluss vom Vreni, Beeritraum mit einem Heidelbeerfladen. Zum Wohl. Gesundheit. Ja, Vreni. Man hat so richtig gemerkt, das hat dich wirklich bis tief reingeärgert. Ja, wie lange hast du gebraucht, bis über das ärgert es dich immer? Ja, das werde ich noch ein Jahr nicht drüber sein. Das ärgert mich heute noch. Vreni, auch die anderen können schon lachen. Euch ist dieser Fall ja definitiv nachher nicht mehr passiert. Aber wir wollen nicht darauf herumreiten. Wir stoßen an, Vreni. Wir haben einen wunderbaren Abend bei dir. Merci vielmals. Zum Wohl. Zum Wohl zusammen. Anita, wie war es bei dir? Schöne Woche. Hat es dich nicht gestresst? Nein, es hat mich nicht gestresst. Ich glaube, Anita ist einfach sowieso die Ruhe in Person. He? Bringt dir überhaupt etwas auf die Palme, sag mal? Sachen, die mich ja, ein bisschen wie die Säue. Ausgerechnet. Die heute ausgerechnet, die heute müssen auseinandernehmen. Ja. So, also, es hat mich nicht gerne genommen. Ich dachte, das muss jetzt auch nicht noch sein. Das sieht aus wie eine Sauerei. Ja. Wir wollen ja heute feiern. Wir haben in den letzten 7 Sendungen kennengelernt und ihr habt alle zusammen wunderbare Hilfe gehabt. Eure Familie hat geholfen an allen Seitenenden und vor allem auch von euren Männern seid ihr ja tatkräftig unterstützt worden. Bei Ilona war es die Mami, die Marlies. Und darum haben wir gefunden, wenn wir so einen feierlichen Rahmen haben, dann gehören doch die auch hierher. Und so haben wir die 6 Ehemänner plus die Mami Marlies ins Postauto gesetzt und jetzt sind sie also unterwegs hier auf ins Zürcher Oberland. Das hat es noch nie gegeben. Im Landfrauenposchi sitzen nur Männer und 1 Mami. Eine regelrechte Premiere. Das ist schön, wirklich, vor allem heute, wenn es natürlich nicht so heiß ist. Und ich genieße es hier ein bisschen. Schauen, was diese Bauern machen, das mache ich immer gerne. Wirklich mit Vergnügen. Selten hatten die Landfrauen so schlechtes Wetter. Und sie waren auch besser ausgerüstet.
Ja, kalt habe ich es, ja. Nein. Barbara ist gar nicht erzählen, wie das heiß war in diesem Boschi. Bei uns freut es hier ein bisschen, ja, Freudsball ein bisschen da, ja. Ja, ist nicht das, was mir die Frauen hier alle erzählt haben. Eher ein bisschen kalt, aber geht schon. Das Trinken, das pappert auch ein bisschen. Und es ist nicht alles das Trinken dabei, aber ja, wir würden es überleben. Gegen die Nervosität haben sie doch noch etwas gefunden. In Gedanken sind sie schon ganz bei den Finalistinnen. Ja, das ist einfach der Abschluss und natürlich sehr gespannt, wer gewinnt. Und ja, das ist sicher heute das Spannendste, oder? Ja, sie wird schon in der Mitte sein, nehme ich an. Also so, ja. Ich kann das gar nicht einschätzen. Ich kann das wirklich nicht werden. Sie jetzt recht machen, aber es ist ihr auch nicht so schlecht gelungen. Aber wenn wir da bei anderen gesehen haben, was die gekocht haben, ja, dann wäre ich auch noch gesessen und hätte Freude gehabt. Ja, also die 6 Männer und die Mami Marlies, die haben es kein lustig in diesem Postauto. Auch in Schwellbrunn, bei dir, Marianne, hat es lustig gehabt. Und das, obwohl der Ofen ausgerechnet dann gesponnen hat. Und auch bei Maya war einiges los. Der sie ja schon bei der Vorbereitung ist ziemlich Staub aufgewirbelt worden in Reiferswil. Wir schauen zurück. In Reiferswil im Zürcher Säuleamt ist Maya Bär daheim. Alte Möbel restaurieren ist ihr Hobby. Da gibt es jetzt nachher eben eine Dekoration für den Apero für die Landfrauen. Gehen die Retour, komm! Im Milchwirtschaftsbetrieb mit über 100 Kühen packt sie auch voll mit an. Aber das Allerwichtigste ist, dass das Mittag für Mann und Kind pünktlich parat ist. Ja, die Küche von meiner Frau ist für mich einfach wichtig, dass der Speditiv geht. Dass, wenn ich reinkomme, dass etwas auf dem Tisch ist. In der Ruhe liegt die Kraft, ist gar nicht Peter sein Motto. Ja gut, wenn es mit dem Peter ist es immer hektisch, es muss immer schnell gehen. Von dem her ist es völlig normal eigentlich. Der Bachne Ricotta auf dem Linsensalat sollte bei seinem Servicetempo sicher warm bleiben. Oh. Hast du mit dem gekommen? Merci vielmals. Ich habe jetzt gedacht, er sei noch etwas wärmer, weil er gebacken ist. Auch beim Anrichten vom Hauptgang geht es Peter zu wenig diffig. Der ist sich eben nicht so gewöhnt, einfach rumzustehen. Entweder ist er auf Zack am Arbeiten oder dann schlaft er. Wenn ich einmal sonst Ruhe habe, dann liege ich ab. Und das macht jetzt auch schlechte Gattung. Eine gute Gattung soll aber vor allem das Rindsfilet jetzt machen. Also, gute miteinander. Begleitet von einer Holunderbeeresauce mit Risotto und Ofengemüse. Ohne Verschnaufpause richtet Maya das Dessert an, das Peter nach seinem Powernap blitzartig auftischen kann. Also. Auf dem Dauer Schokidorf mit Brombeere und Vanilleglasse. Du bist kreativ. Danke. Danke vielmals. Im Sommer ist Marianne Dietrich mit der ganzen Familie und dem Vieh auf der Alp, wo das Leben ziemlich einfach ist. Die Landfrauen will sie aber lieber daheim auf dem Bauernhof zu Schwellbrunn bekochen. Dort hat sie alle modernen Küchengeräte. Unnäscher Edelweisskäse mit grünem Salat gibt es zur Vorspeise. Danke vielmals. Die backen noch Schweigalpkäse, oder was? Aber dann spielt der Ofen einen Streich. Ich habe einfach das Gefühl, es putzelt schon nicht so. Weil du zu viel drin hast. Irgendwie mein Backofen ist nicht so heiß, wenn er sollte. Ja. Gehst du ja und erzählst einen lustigen Witz? Ich habe keinen Witz erzählen. Aber nicht den Siehst du, das ist doch nicht normal jetzt oben. Geht noch eine Weile. Der Ofen spinnt. Oh. Oh, die Arme da. Es geht auf 126, glaube ich, 125, dann kannst du doch nicht sehen. Kannst du nicht flicken? 2 linke Hände. Ah, ja, sicher. Ja. Aber weißt du, die blubbern hier nicht. Die Huren zu Gitti tun nicht so blub, blub. Ich will gar nicht mehr auftun. Ja, einfach alles schick und nachher einfach verlieren. Total. Hä? Ja, wie hast du es vorher gesehen? Ich will nicht ruhig. Ja, das ist sicher weit genug. Geht's? Nein!
Siehst du? Nichts. Der Käse. Durch sonst was. Kann gehen. Gegeben hat es Appenzauer Braten, Herdöpfelstock und Ofenzucchetti. Oh, was gibt's da? Ganz ohne Ofenspirenzli ist das Biberfladenparfait mit den heissen Rotweinzwetschgen gelungen. Ja, Marianne, Sie haben nicht so blub blub. Was war denn da los? Ja, heute einfach wirklich so ein bisschen halt, Endschusspower, aber halb so wild. Du hast garantiert Sie haben es gleich gegessen. Das ist nur an diesem Abend passiert wahrscheinlich. Sonst ist er immer gegangen, der Backofen. Ja, ich habe das Menü auch nie vorgekocht. Ich habe einfach wild drauf losgekocht und dort wieder. Du bist, glaube ich, sowieso so ein kleiner Bauchmensch. Du hast dich auch selber angemeldet. Bist du so ein kleiner Spontane, der einfach gerade auch so ein bisschen aus dem Moment heraus entscheidet? Ja, das habe ich. Ich habe auch gar nichts gesagt mit meinem Mann. Ich habe überhaupt niemandem etwas gesagt. Ich habe gedacht, ja, ich habe nur ein Seich gemacht. Aber jetzt bin ich da und ich bereue es keine Minute, weil ich alle die Frauen nicht kennengelernt habe. So ein schönes Kompliment. Ja. Marianne und auch Maja, beide sicher viel zu tun. 3 Kinder, einen grossen Hof. Maja, du hast den grössten Hof hier in der Runde mit 50 Hektaren, 120 Kühe. Es ist vielleicht viel los. Jetzt noch die Landfrauenküche. Ist dir nie zu viel geworden? Nein, zu viel in dem Sinn. Man hat halt vielleicht etwas anderes nicht gemacht, was man sonst auch noch gemacht hat. Das ist immer so bei mir. Je mehr Zeit dass ich habe, desto mehr Ideen habe ich. Von dem her hat es schon gepasst. Und das Jahr war natürlich eher ein ruhiges Jahr. Von dem her hat das ganz gut gepasst. Nein. Natürlich auch Corona-bedingt ein ruhiges Jahr. Und die Madenpeach hat es so ruhig genommen. Powernap, ist das eine bisschen verfälschte Darstellung? Nein, das ist die Küche, ja, er schläft. Nein, das ist schon so. Eben, wenn er ins Haus reinkommt, entweder gibt es ein zu essen oder ein Lied daran. Genau, und viel anderes gibt es dort nicht. Vielleicht mal eine Zeitung lesen, aber sonst hält er es wieder voraus. Genau. Okay. Ich glaube, jetzt sind die Männer unterwegs zu uns. Ich habe vorhin etwas gehört. Schön seid ihr alle zusammen hier bei uns in der Runde. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ihr seht, außergewöhnliche Zeiten, da müssen wir zu außergewöhnlichen Massnahmen greifen. Zum Glück kommt mir da meine Fischererfahrung zu gut. René, du hast dir ja das, oder euch das ein bisschen selber eingepackt. Ich habe sie angemeldet, ja, weil ich die Sendung toll finde und weil ich ihr eine gute Zeit gegönnt habe. Oder gehofft, dass sie eine gute Zeit hat. Und es war wirklich eine super Zeit mit euren Frauen. Berno, gute Zeit gesehen? Ja, sicher. Ich habe es genossen, als ich ein bisschen fort war. Und hast du auch noch ein bisschen Probe essen, vielleicht gerade? 2-mal, ja. Also, nein, wir haben schon ein bisschen mehr probiert, aber 2-mal richtig. Und man sieht es ja, es war nicht schlecht. Ist gut, ja. Du kommst gut weg. Also, ja. Ich glaube, das sind sowieso alles zusammen Gewinner, wenn man das so fein bekocht wird. Ui. Ja, oh, jetzt haben wir... Jetzt habe ich den Fisch, genau. Solche kleine Manöver, die passieren halt. Ihr seht es auch bei uns hier in der Sendung und es war auch bei den Landfrauen also nicht anders gewesen. Und ich kann mich erinnern an eine Szene, da seid ihr unterwegs war in Wallis und dort haben wir nach ein bisschen mit dem Schuh Französisch gekutzelt. Ça, c'était vraiment drôle. Je m'appelle Barbara Matter. Ja, das ist auch schon fast alles. Nein, ich kann wirklich nichts. Nein, ich sage lieber nichts. Voulez-vous? Wüsste ich jetzt nicht. Kein Wort. Ich komme nicht 2 Meter weit. La vache die Kuh, le bœuf, der Ochs, ferme la porte, die Türe zu. Der ist mir geblieben. Es langt? Ich würde sagen. Und halt durch Vergangenheit eben. Nein, aber das ist komm mit dem. Es geht. Also, der bei der Suppe, den musst du rausschneiden, gell?
sage das eigentlich einfach nicht im Fernsehen. Ich habe nicht wie sagt man? Scheiße, ist halt noch. Aber es ist jetzt nicht gerade, dass es mich ab dem Hocker hat. Dingset. Der noch mal schneiden. Ab dem Hocker hat gehauen. Also ich habe halt einfach gerne alte Sachen und ich fände es schade, wenn wir das einfach für fortrühren. Du musst nicht filmen, es geht nichts. Hast du nicht... Ich kann nicht reden. Jetzt geht es wieder. Hocken wir nicht doof. Jetzt tu einfach reden. Nein, nicht wirklich. Ja, Daniel. Da stehst du, kein Bezug. Nicht. Hoffnungsloser Fall, gell? Ist gut. Ich habe nur den Schatten gesehen, sonst gesehen ins Zelt. Fragst du Zeichen? Nächste Frage. Ich weiss nicht mehr, wie das Ding geheissen hat. Der Äpfelmus. Du musst nicht immer so fragen. Also eine Art so einen Äpfel. Oder sagt man dem? Ich weiss den Namen nicht mehr, hat einen speziellen Namen gehabt. Zeug, Äpfel, Chutney. Genau. Du fragst ja so Zeichen. Okay. Ist gut. Ja, sonst riechst du mir wieder. Nein, komm nicht. Ja, und jetzt kommen wir zum ersten Siegesmoment vom heutigen Abend. Wir küren die Dekorationskönigin unter euch. Ihr habt ja alle zusammen schon abgestimmt. Unsere Heinzelmännchen und Heinzelfrauen hinter der Kulisse haben die Stimmen ausgezählt. Und jetzt wissen wir, wer unter euch Dekorationskönigin ist heute Abend. Wer hat am meisten Geschick und am meisten Geschmack bewiesen, am meisten Fingerspitzengefühl? Es hat zwei gegeben. Die Maya Bär und Ilona Teta. Ganz herzliche Gratulation. Und dir herzliche Gratulation. Gratulieren. Genau, wir freuen uns aus der Ferne natürlich ganz fest für euch. Blumen und natürlich auch ein Gutschein für auf die Schildhorn. Dass ihr ausgiebig brunchen könnt, mit der Luftseilbahn rauffahren ins 360-Grad-Restaurant und dort mit Kind und Kegel wunderbaren Zmorgen geniessen. Ja, wer weiß, vielleicht geht ihr ja zusammen. Ja, das könnt ihr dann nachher noch aushandeln. Gut. Gewinnen könnt ihr daheim, wenn ihr mitmacht bei unserem Zuschauerwettbewerb. Läutet an 0901 544 911. Der Anruf kostet 1,20 Franken. Oder ihr könnt auch gratis mitmachen mit dem Handy via Internet. Nutzt eure Chancen, schaut, ob Fortuna euch heute Abend holt ist und läutet an. Vielleicht gewinnt ihr einen von den 10 Migros-Gutscheinen im Wert von je 1000 Franken. Gewonnen hat auch sie letztes Jahr. Sie ist nämlich letztes Jahr hier im Finale gestanden. Die sympathische Bündnerin, den meisten von euch, den regelmäßigen Zuschauerinnen und Zuschauern daheim, wird sie bekannt vorkommen. Sie ist heute Abend extra hier zur Stabsübergabe. Florina Candinas. Florina, schön bist du bei uns. Ich habe das Gefühl, es heimelt dir wahrscheinlich in dieser Runde. He? Schon, ja. Also, für mich ist es eine Ehre, hier sein dürfen. Hast du die 14. Staffel mit ihnen auch ein bisschen verfolgt? Natürlich. Und hat es jemanden gegeben, der besonders dumm durch hast? Wir haben keine Bündnerin dieses Jahr dabei. Ja, ich habe schon gesagt, es ist schade. Das kann ich mir vorstellen. Aber hat es jemanden, Favoritin? Es ist schwierig, eine Favoritin herauszufinden, weil es geben alle ihr Bestes, wie bei uns genau gleich war. Und ich denke, du hast schon gewonnen, wenn du da überhaupt mitmachen darfst.
Und du hast auch irgendwie hast 6 Freundinnen gefunden. Bei uns war es so und es ist viel mehr wert. Und alles andere ist noch Zugabe. Okay, eine rundum schöne Erfahrung also, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wenn ihr jetzt sagt, das möchte ich eigentlich auch mal und ich kann gut kochen und ich kann auch gerne kochen, dann meldet euch doch. Oder vielleicht kennt ihr jemanden, der gut und gerne kochen kann. Auf unserer Webseite findet ihr das Anmeldeformular. Und ja, wer weiß, vielleicht steht ihr nächstes Jahr hier bei der 15. Staffel von der Landfrauenküche. Ja, bei uns geht es jetzt langsam aber sicher um die Wurst. Florina, du bist hier für die Stabsübergabe. Ja. Wir küren jetzt die Siegerin von der Landfrauenküche 2020. Vorher schauen wir aber noch einmal zurück auf die schönsten Momente und die berührendsten Bilder aus dieser 14. Staffel. Hey, super. Danke. Ja, es hat einen Haufen schöne Momente in den letzten 7 Sendungen. Wenn ihr noch ein bisschen mitschwelgen wollt, dann kann ich euch die DVD hier ans Herz legen. Ihr findet sie auf unserer Webseite. Da könnt ihr all die schönen Bilder noch einmal sehen. Und wenn ihr ein Fan seid von unserer Landfrauenküche, dann kann ich euch das Kochbuch hier zur Sendung empfehlen. Da sind alle Rezepte von 2016 bis 2018. Ja, ist auch schon gleich Weihnachten, vielleicht eine schöne Geschenkidee. Ja. Der schönste Moment für eine von Ihnen kommt jetzt gerade, nämlich der Siegesmoment. Ja, und wenn ich da so ein bisschen hinter mir schaue, wirklich ist es ein bisschen angespannt. Aber wir fragen mal hier nach Marlies. Wer ist jetzt nervöser? Die Lona oder du? Ich glaube, ich bin nervöser. Schon? Ja, es ist sehr spannend jetzt. Aha. Walter, schon blaue Däume vom Daumendrück. ja, ich habe den ganzen Tag am Hosensack gehabt. Jetzt musst du sie vornehmen. Also, jetzt gehen wir schauen zu unseren 7 Landfrauen. Und hier sind unsere Couverts schon parat. Mit dem 3. Platz, dem 2. Platz und dem 1. Platz. Und jetzt nimmt es natürlich Wunder. He? Welche von euch 7 schwingt oben aus? Wir fangen an mit dem 3. Platz. Bronzemedaille im Finale der Landfrauenküche. Die geht an Evelyn Villiger. Und damit hat sie einen wunderschönen Blumenstrauß und einen Mikrogutschein im Wert von 3000 Franken. Wir gratulieren recht herzlich, Evelyn, zu diesem 3. Platz. Wer geht mit der Silbermedaille heim? Wir schauen rein.
das ist aus Zürich, die Maja Bär. Super gemacht. Damit gehört ihr ein Migros-Gutschein im Wert von 5000 Franken. Auch hier herzliche Gratulation, Maja, zu diesem zweiten Platz. Und jetzt kommen wir zum Höhepunkt des heutigen Finalabends. Sehr verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Landfrauen hier vorne. Ich möchte Maja und Evelyn schnell zu mir bitten. Vreni, Anita, einfach nachrutschen. Noch 5 Landfrauen bleiben übrig. Und nur eine ist die Siegerin heute Abend. Eine von euch 5 wird sein. Eine gewinnt heute Abend. Ich wüsste es nicht. Ist es Anita? Vielleicht aber auch das Vreni, oder sie heute Abend heimnimmt. Oder die Ilona, die gewinnt für das Wallis. Vielleicht auch die Marianne aus dem Kanton Appenzell-Ausserrhoden. Oder der Preis geht ins bernische Rummendingen zu Barbara. Wir lösen auf. Die Siegerin von der Landfrauenküche 2020. Wo wir nicht umarmen, aus bekannten Gründen. Bitte denkt daran, auch wenn es noch fast verplatzt von Freude. Die Einzigen, die umarmen dürfen, sind die Ehemänner. Die müssen sogar. Stellvertretend für uns alle. So, und jetzt die Landfrau 2020 ist Barbara Matter. Barbara. Herzliche Gratulation. Merci vielmals. Ja. Merci Frauen. Ja, der Bernu, der gratuliert. Der für uns alle. Wir freuen uns mit dir aus der Ferne, aber wir freuen uns sehr, Barbara, würdige Gewinnerin aus dem Emmental, also unsere Landfrau 2020, mit dem Gutschein im Wert von 6000 Franken und einem überglücklichen Ehemann. Hey Bernu, was sagst du denn? Ah, ich habe noch nicht viel. Gerade ein bisschen sprachlos, ja, Barbara, bei dir. Genau. Wie tut's? Herzklopfen, wie verrückt. Ich habe wirklich nicht gerade so gerechnet. Hättest du nicht damit gerechnet? Ja. Gehofft haben wir schon ein bisschen, aber gerechnet haben wir nicht damit. Ja. Jetzt kann ich gleich wieder Braten machen. Ja. Es hat geheißen, wenn ich nicht gewinne, darf ich 2 Jahre keinen Braten mehr machen. Dann sind wir froh, jetzt gibt es wieder Braten. Alles Festessen. Eine verwaltete Siegerin, Barbara Matter von der Landfrauenküche 2020. Weitere Gewinnerinnen und Gewinner sind vielleicht ihr daheim, wenn ihr mitgemacht habt aus dem Zuschauerwettbewerb. Schaut nach auf unserer Webseite, stehen alle Namen drauf. Und jetzt sage ich euch, merci vielmals. Mit diesen Bildern verabschieden wir uns und sagen merci, dass ihr Freitag für Freitag mit unseren Landfrauen habt mitgefiebert. Auf Wiedersehen miteinander und wir stoßen jetzt an. Merci vielmals. Besser schauen. Marianne. Prost. Abstand fahren.